Hallo liebe Freundinnen und Freunde von der farbigen Klötzli, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit dem Cyril hier auf twitch.tv/brach.ch. Weiterer Dienstag, ein weiterer grauer Wintertag und einmal mehr, wo wir die grauen Klötzli in die Hand nehmen für unseren Eiffelturm. Ja, so sieht es aus. Ich hoffe, euch geht es gut, seid wunderbar in die Woche gestartet, wie jede Woche natürlich. Ich freue doch euch die ganze Woche drauf, bis es hier wieder weitergeht. Kenne ich euch doch, bis ihr mich wieder seht failen. Es sind auch schon ein paar Leute da. Hier scheint die Sonne, das glaube ich nicht, da wollte ich Fotos sehen. SCTC Barracks, Nico, herzlich willkommen. Seid ihr schon mal da, gehören zu den Pionieren, zu der Front, wo schon mal bereits online ist. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Moment, sehen wir das? Das ist jetzt natürlich das Mikrofon im Weg, he? Aber da sind wir stehen geblieben. Wir haben da die Säule haben wir fertig gemacht und das Fundament. Ich habe das einmal vorsichtig in die Hand nehmen. Das ist Base von 1,49 Meter. Eiffelturm. Crazy gross, oder? Also wenn ihr die Minuten habt zum Üben, so mal für Bizeps, oder? Dann könnt ihr auch gut den Eiffelturm nehmen. Ich meine, das macht natürlich auch Eindruck, oder? Was wenn ihr da mit 40 Kilo handeln, wenn ihr 10.100 Tonnen könnt stemmen, oder? Pure Stahl. Das macht Eindruck, würde ich sagen. Berner Oberland. Gut, schön, sind wir schon wieder dort. Herrlich. Herrlich. Gut. Alright. Let's go, oder? Wir sind eben stehen geblieben da beim Fundamento. Und jetzt geht es weiter. Jetzt machen wir da noch die Bögen da. Machen wir noch rein. Und deswegen gehe ich dann eben dran. Mal schauen, ob ich das so reinklemmen kann. Aber ich kann ihn nicht unter Webcam tun, das macht überhaupt keinen Sinn. Da seht ihr überhaupt nichts und ich auch nicht. Spu, schön bist du da. Wunderbare Dienstag auch an dich. Oh ja, ich brauche noch die extra Säckchen. Troja da, ganz viel Togepiece. Schön. Schöner Start. Da lacht mein Herz doch. So viel Liebe und Togepiece. Ist es das herzigste Pokémon? Wahrscheinlich. So, ich brauche jetzt irgendwie so die Sterben. Schauen, dass ich nicht wegschmeiße. Und glücklicherweise haben wir da wieder so zum Abmessen und wie wir das Ganze noch beugen sollen. Aber ich büge jetzt das. Nee, das bügt sich dann schon irgendwie. Ja. Und 8 und 29. Suchen wir noch. Die grosse, weiß ich gar nicht. Gott, vielleicht brauchen wir das. Muss weg, das brauchen wir nicht. Übrigens, grosses Sorry für letzte Stream. Da gibt es einen Aussetzer von ganzen 6 Minuten beim Ton. Wahrscheinlich genau dann, wo wir in das super tolle Pointe gemacht haben. Nein, keine Ahnung. Aber ja, was soll ich sagen? Wir haben immer die Musik benutzt jetzt von Soundtrack bei Twitch. Sollte man ja meinen, das sagt für Twitch. Aber Twitch tut das selber dann auch noch gerade rausfiltern. Einmal das eine Lied offenbar. Ja, also, was soll ich da noch machen? Kann ich einfach nicht machen. Jedenfalls benutzen wir jetzt das nicht. Für das Mal. Mal schauen, was jetzt passiert. Ist einmal Copyright-Free Music. Mal gucken, ob es besser wird wie letztes Mal. Ich hoffe es. Ich hoffe es für mich, ich hoffe es für euch. Ja, sorry einfach wegen dem. Separate Tonspur für die Musik wäre natürlich auch top. Da könnte man einfach mal schnell etwas anderes drüber legen. Aber ja, sind wir da so professionell? Sehe ich da so aus? Als könnte ich das? Als hätten wir die Programme hier. Jetzt habe ich die Heime, aber die Heime brauche ich es nicht.
Jetzt habe ich es falsch rum. So. Die Krümmung muss immer auf die richtige Seite sein. Das sind ja alles Rechtsträger. So. Oder? Perfekt. Perfekt. 8-mal. Ah, schön. Da lacht mein Herz. Grüezi, grüezi, grüezi. Hallo, Play. Hi, hi, hi. Full House heute. Ah, da freue ich mich aber. Wieder das ein lustiger Start in den Nachmittag. Habt ihr alle gut gegessen? Bei uns haben es heute Tandoori Chicken mit Joghurtsauce und in so asiatischem Geschmäusgemüse gegeben. Das war noch gut gewesen. Bis ich erfahren habe, wie die Pilze heissen, die es dort namens dazu gibt. Da die braunen Schlabberpilze. Offenbar heissen die Judasohren. Jetzt finde ich es nicht mehr fein. Ich will keine Ohren essen. Nein, nicht Shiitake. Eben nicht, leider nicht. Das wäre ja okay gewesen. Ich weiss nicht, was Shiitake heisst. Vielleicht heisst das auch Judasohren auf Japanisch. Aber dann wüsste ich es ja nicht. Judasohren. Ich habe mich immer gefragt, wie heissen die echt, aber es ist mir gleich gewesen. Sie haben nicht gut geschmeckt, oder? So ein bisschen exotisch, leicht. Ein bisschen schlabberig. Ich kann auch verstehen, warum viele Leute die Konsistenz nicht so gerne haben. Aber ja, manchmal muss man halt auch sich durchbeissen im Leben. Troy hat gerade die passenden Emotes für das parat. Absolut. Ich sehe schon, ihr habt Freude an eurem neuen Emote. Das ist von Barracks, das ist ja toll. I love it. Sehr, sehr geiles Emote. Sehr, sehr geil. Da muss man schon fast subben nur fürs Emote. Ich bin auch heute wieder top drauf, weil ich habe nichts geschlafen. Und immer wenn ich nicht geschlafen habe, dann bin ich wie so ein bisschen matschig in der Birne. Kennt ihr sicher auch, oder? Wenn so die Synapsen nicht mehr richtig funktionieren. Da kommt zum Teil einfach nur so raus. So geht es mir heute. Der Pilz wird im Deutschen daher auch Pasania-Pilz genannt. Hä? Was soll denn Pasania heißen? Sag jetzt nicht, das ist auch noch etwas Grusiges. Hört auf mit euch nur einem Pfirsich. Würmli Pfirsiche da. Das sollte Deutsch sein. Versteht ja immer noch kein Mensch, was das soll sein. Pasania. Kann ich mir nicht mal etwas dazu zusammenreimen? Das ist einfach so, ja, wie nennen wir es? Ich weiß doch auch nicht. Setzt ein paar Buchstaben zusammen. Ah, komm jetzt! Jetzt muss ich die schon da reinklicken. Ah, ich kann aber jetzt. Es geht jetzt nicht gut. Ah, Baum gefällt. Timber. Seit dem Pitbull haben wir ja offizielle neue Bezeichnung für Timber. Aber die ist nicht jugendfrei, die tun wir da nicht erörtern zusammen. Prince of Persia Pilz. Auch schön, ja. Parmesania Pilz. Absolut. Das finde ich gute Alternative, ja. Absolut. Also wie kommt es? Das kommt jetzt da. Aber das habt ihr da gar nicht. Ja, nein, also. Also wie? Rein. Aber das habt ihr da gar nicht. Muss er nicht. Ja gut, dann halt nicht.
Also ich glaube, ich sehe nichts von dem, was ich mache. Ich zeige es nachher. Also, oder, sieht man es? Ah ja, hier. Oder? So, ach, das ist ein scheiß Winkel. Es ist aber auch innen dran. Wie soll das gehen? Da, innen dran. Da klemmen wir jetzt die an. Damit es so aussieht, als wäre alles aus Stahl gebogen worden. Lolplay hat Fischstäbchen gehabt, habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gehabt. Das wäre mal wieder etwas. Fischstäbchen und dann so da die tiefgekühlten Rahmspinatwürfel. Könnte man die auch so in einen gesunden Gemüse-Smoothie rein tun, als Eiswürfel? Wäre das eine legitime Option? Ist das vielleicht der neue Trend, den ich da jetzt gerade losgetreten habe? Ja, es wird gigantisch. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich ja auch nicht. Scheiße ist nur, wenn ich jetzt da die ganze Zeit noch an dem Teil muss arbeiten muss, dann wird es einfach schon ein bisschen mühsam. Ich habe letztes Mal gesagt, ich denke vielleicht noch wieder die dritte Kamera installieren. Aber weil wir dort kein Mikrofon haben und man jetzt mich auch schon nicht gut hört, wenn ich weiter weg bin, macht es halt wenig Sinn. Ilgrin, herzlich willkommen! So, schön. Schön. Frischer Spinat, ja natürlich. Könnte man auch so in einen da in die Eiswürfelbehälter reinmosten und dann einfach noch ein bisschen Wasser drüber gießen. Aber ist das fein? Das war ja auch mal ganz kurz ein Trend so bei Cocktails. So zusätzlich eben, die Synapsen haben sich verabschiedet. Zusätzliche Geschmacksaromen im Sinne von anderen Spirituosen oder Infusionen etc. so in Eiswürfel reinzugießen. Und dann das so zu gefrieren. Und nachher tust du die in einen Cocktail rein und dann, während sich das auflöst, verändert sich der Cocktail. Auch ganz cool. Früher ins Bett, ja, das macht doch keinen Sinn, dann hast du ja weniger vom Tag, oder? Also wenn schon länger schlafen. Habe ich ja gemacht, eine halbe Stunde. Dafür bin ich über eine Stunde spät. Also, heute ist der Verkehr ist wieder exzellent gewesen. A1, Leute, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal wollt, so richtig schön lang im Stau stehen, die Erfahrung mal machen. A1, so Aarau West, Önsingen kann ich auch empfehlen. Wunderschön, kann man dort dann auch ein bisschen Kirchverbrennungsanlage begutachten von außen. Ganz, ganz tolle Erfahrungen, die man da machen kann, unterwegs im Auto. Ein guter Troy in dem Fall. Merci für den Lurk. Kein Würfel, einfach nur Spinat. Okay, ja, kann man natürlich auch machen. Aber es muss ja fancy sein. Also nur Spinat in Smoothie rein. Das muss ja, klar kannst du das dort reinmusen und es ist dann gesund und so. Schmeckt ja einfach grauenhaft. Aber wenn dort noch ein Eiswürfel drin wäre, wo eigentlich Spinat wäre, das wäre doch geil, oder nicht? Also ich habe lieber so schön kalte Smoothie. Vor allem im Sommer ist das geil. Also richtig Früchte reinballern. Dann Eiswürfel gerade noch. Und wenn es fett wollt, dann noch mit Glasse. Aber am besten natürlich ohne, nur mit Wasser. Ah, geil. Bern Höhe Lissach ist auch eine Empfehlung von Barracks für Stauerfahrungen. Okay. Muss ich in dem Fall auch mal noch abchecken. Wird ich. Nein, wird nicht ich haben, nein.
Aber meine Frau hat das amigs auf dem Heimweg, ja. Jetzt mit dem neuen Job. Ich sage, wenn Musik zu laut oder zu leislich ist. Ja? Ich kann sie hier nicht ganz so genau steuern. Also mal, ich könnte schon, aber dann müsste ich den anderen Regler nehmen. Das bin ich jetzt zu faul. Also wenn wir umgezogen sind auf Buchsi, dann wird es natürlich auch ganz famos werden. Weil dann werden wir nachher zuerst, also eigentlich dort, was ist das, Höhe, mal Önsigen, und nachher Olten und dann Aarau West und dann nochmal Lenzburg. Dann habe ich eigentlich 4-mal Stau zum Geniessen. Das wird grandios, sage ich euch. Da muss man sich auch keine Gedanken mehr machen, was man in der Freizeit macht, weil man hat ja keinen mehr. Man steht einfach im Stau. Ihr müsst euch irgendwie kein Hobby ausdenken, damit ihr vor den Freunden und Freundinnen könnt prahlen, hey, ich mache das und ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr und überhaupt. Ihr könnt einfach sagen, ja, ich stehe im Stau, dann esse ich und gehe schlafen. Kein Druck mehr. Man muss sich nicht rechtfertigen für das. Lordplay geht da schon ein bisschen Werbung durch. Y-Food. Trinken und Essen sicher nicht, aber wenn du schon willst, trinken mit Essen drin, dann Y-Food. Ja, wieso Essen, oder? Also, wieso Esswaren quasi? Why not? Wir haben ja auch bei brack.ch so die Essensersatzdrinks. Hat schon mal irgendjemand von euch probiert? Also die von unserer Abteilung sicher, aber ich jetzt per se noch nicht. Oh, jetzt ist das wieder fertig. Ja, wie viel Mal muss ich das jetzt machen? 4 Mal? Ja, 4 Mal. Okay. Also das da mal 4, hä? Wir merken es uns. Kühlschrank mit Eiswürfelmaschine drin. Das ist auch geil. Aber das ist auch wieder so ein Ami-Ding, oder? Also das siehst du ja immer in diesen Filmen. Also die Amis und Eiswürfel ist ja eh so ein bisschen eine eigene Geschichte. Da hat es manchmal mehr Eiswürfel als Getränk im Getränk. Game of Thrones Eiswürfel. Muss man jetzt mal erklären, Spoo. Was soll das sein? Wohnung gefunden? Ja, in der Tat. Ja, ja. Schon letztes Jahr, ja. In Herzogenbuchsee. Aber sie ist erst Anfang November fertig, darum müssen wir noch ein bisschen warten. Und meine Frau pendelt jetzt ein bisschen hin und her, beziehungsweise pennt abends bei der Familie daheim. Erst ist einfach der Weg ist viel zu lang. Mit dem ganzen Stau dazwischen. Danke vielmals. Danke. Haben wir uns auch gefreut, natürlich. Haben wir uns auch gefreut. Dieses Abwertende, ja, ja, Schrott, ich habe es schon gesehen, Lolplay, ja, ja, Schrott. Aber so ein frisches Smoothie, oder? Also, da kannst du mir jetzt nicht sagen, das ist doch geil. Wenn es so richtig heiß ist draussen und dann böllerst du dir so einen richtigen Smoothie rein, weißt du, so einen, der richtig auf den Magen geht, oder? Die ganze Säure und so, und hast wahrscheinlich vorher noch nichts gegessen. Es ist heiß draussen, du hast Durst und dann leerst du einfach geschwind so einen Smoothie hin und denkst zuerst noch, wow, geil, und nachher hast du so richtig schön ranzupfeifen. Das ist die wahre Sommererfahrung. Fast so schön wie im Stau stehen.
Also TLC sagt wegen USA-Eiswürfel, ja, die mit dem Chlorwasser, das stimmt, ja. Es kommt mega auch auf den Ort drauf an. Wir haben die Erfahrung gemacht, dort in Las Vegas ist das Wasser noch okayischer. Aber ja, es ist natürlich schon nicht die gleiche Qualität, oder? Und dann hast du auch immer die Fläschchen so Mountain Water und so. Aber es ist weit entfernt von irgendwelchem Alpenwasser und so. Troy, die ersten 7 Eiswürfel sind gut, der 8 ist eine Enttäuschung. So von wegen Game of Thrones. Eiswürfel, ja. Es gibt Nummer 6. Game of Thrones Eiswürfel mit dem Stark-Logo drauf. Also wie, also gibt's das? Also hast du das? Macht man das? Bist du Stark-Fan? Ist dein Lebenskredo quasi The Winter is Coming? Ah, Mango Lassi ist natürlich auch geil. Früher auch immer in Coop gegangen. Früher. Noch, was ist das? In Lenzburg, genau, in der Schule. Das Coop in der Nähe gehabt. Und dann schöne Mango Lassi reinpfeifen. Ist übrigens nicht wirklich gesund. Aber es ist geil. Also wenn man so auf Fett und so schauen. Ist mir damals natürlich gleich gewesen mit dem Alter, oder? Dem jungen Alter, das ich hatte. Silikonform, tatsächlich, okay. Ja, wenn schon dann schon Stark, ja, weil das passt dann auch thematisch zu den Eiswürfeln. Oder vielleicht noch die Dings. Ja, es ist schwarze Bruderschaft, oder? Hast du zu lange kein Game of Thrones mitgeschaut? Nein, There Will Be Dragons habe ich nicht gesehen. Ich könnte jetzt mittlerweile wieder. Jetzt haben wir wieder Sky abonniert wegen der Last of Us. Sky ist ja das ganze HBO-Zeugs. Wo ich noch dankbar bin, dass HBO noch eingesehen hat, dass ihr eigenes Portal ein bisschen zu wenig bietet. Dass man das eigentlich auch noch muss abonnieren muss. HBO Now oder was auch immer, wie das geheißen hat. Ja, ich verstehe das mit dem Warten, wenn noch nicht alle Folgen von der Serie draussen sind. Aber ich finde es auch cool, mal wieder dabei zu sein, wenn alle so auf die neue Folge planen, oder? Dann hast du eine gesehen und dann ist voll der Cliffhanger und dann weisst du, in einer Woche kommt erst die nächste. Und nach, was sind es, 10 Folgen, glaube ich, insgesamt, oder? Dann kannst du richtig lang warten. HBO Max, ja genau, so hat das geheißen. Oder heisst es immer noch. Aber eben jetzt kannst du über Sky kannst du das Ganze ziehen. Und Sky hat selber auch noch relativ viel Zeug. Letztes Jahr mich über Amazon Prime so müssen aufregen. Oder habe ich das letzte Woche schon erzählt? Ich weiß nicht, wenn ich das gesagt habe. Jemandem habe ich schon erzählt. Aber wir haben The Mentalist wieder anfangen. Wir haben das mal aufgenommen über Swisscom von Kabel 1 her. Wir haben es schon sicher 3 Mal auch gesehen.
Aber es hat nicht mal alle Folgen drauf gehabt, wo ich die archiviert habe. Und dann sollten sie ja nicht gelöscht werden. Aber offenbar werden sie doch gelöscht. Ich weiß auch nicht. Ja. Und dann sind wir natürlich auch nicht stehen geblieben. Und dann habe ich geschaut, wo kann man das noch schauen, streamen. Und dann habe ich gesehen, Amazon Prime, okay, gut. Kann ich ja mal schauen, so das Trial-Abo nehmen, oder? Dann ist der Scheiß dort dann einfach nur auf Englisch und Italienisch. Und meine Frau ist leider nicht so auf Englisch getrimmt wie ich, so Serien in Originalsprache zu schauen. Darum ja, war es das dann auch gerade wieder. Nachher haben wir aber gesehen, dass es bei Swisscom auch Mentalist gibt zum Kaufen. Wenn es Swisscom manchmal nicht mehr gibt, dann haben wir natürlich ein Problem, aber vorweg über das ganze Blutzeug kannst du das dort ziehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und wenn du mal angefangen hast, dann weisst du nicht, wo es nachher noch wieder führen holen. Also wenn du das Gerät abstellst und wieder einstellst, dann willst du weiter schauen, oder? Aber du musst wieder, ausser jemand weiss, wo das ist, dann musst du wieder komplett ins Menü zurück, zu den Aufnahmen entweder. Oder wieder bei Blue Video rein, dann zu der Serie, dann N bis U, oder nein, E bis N oder so, und dort dahinter scrollen und dann auf Staffel 1 und dann die entsprechende Episode auswählen und dann kannst du schauen. Ich habe kein Game gezockt von The Last of Us. Ich habe immer noch von meiner Chefin habe ich noch Promo daheim, aber ich habe es immer noch nicht gespielt. Also von mir gibt es sicher keinen Spoiler dort durch. Nicht so wie bei One Piece. Sie hat sich mal Game of Thrones erste Staffel gekauft, der riesige Stammbaum ausgeklappt. Also der steht im Schuber innen gsi, der Stammbaum. Oder wie? Also es ist ja schon krass, ja. So die erste Season mit all diesen Namen, da musst du schon ein bisschen aufpassen, dass du rauskommst. Und für Leute, die sich das nicht gewöhnt sind, die haben dann mit Game of Thrones nicht so viel Spass. Der Joel kann in der Serie, glaube ich, auch nicht gumpen. Ja, stimmt. Aber bis jetzt sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und natürlich auch ein richtiges Fest für Ohren und Augen. Ich sage einfach mal Flugzeug, das ist ja richtig abgegangen. Hat es einfach nur noch gebollet in der Wohnung. Mit X kann man gumpen. Also du hast die ganze Zeit nie X gedrückt, Troy, oder wie geht das? Also X ist ja schon beim Daumen, oder? Wie kann man das nicht drücken? Einfach auch schon nur aus Versehen mal. Aber das ist aber eh mega witzig bei so Streamer, wenn du nicht zuschaust, oder? Weil die müssen ja gleichzeitig aber noch unterhalten und können sich dann nicht immer so zu 100% aufs Game fokussieren. Und du als Zuschauer, vor allem wenn du das Game noch kennst, denkst du dann aber einfach, hey, nein, jetzt läuft er schon wieder da vorbei. Jetzt hat er es immer noch nicht gecheckt, jetzt hat er das immer noch nicht gelootet, jetzt hat er es immer noch nicht angeschaut. Oder? Der alles zum Grind rausgeht. Wenn die Leute unterhalten musst. Ich schaue aktuell zum Beispiel gerade
Dark Souls 3, wo Nils und Florentin von Rocket Beans TV zusammen gespielt haben, das letzte Jahr, das ganze Jahr. Und die zwei, also es sind ja zwei Schnurris vor dem Herrn, oder? Das ist selten lustig, kann ich nur empfehlen übrigens. Aber was die eins verpeilt sind, und ich habe ja Dark Souls 3 nur bis zum ersten Miniboss gespielt, also nicht der im Tutorial, der nächste. Oder der erste Boss ist das, da der Gatekeeper oder was auch immer. Aber manchmal fragst du dich einfach schon, hey. Ah, so. Nix. Ah. 31. Voilà. Valve One, wann können wir auf den Tour Eiffel gehen? Wenn ich das so anschaue, wahrscheinlich 2025. Und dann müssen dann noch die ganzen Elektroinstallationen für den Lift gemacht werden, sonst müssen wir von außen aufklettern. Kostet aber gleich viel Eintritt, das ist klar, oder? Der Troy ist lost, wenn im Titelscreen jetzt steht, drücken sie X, um fortzufahren. Stell ich mir geil vor. Einfach so, hä? Ja und jetzt? Also bin ich jetzt fertig mit dem Spiel? Geht der nicht weiter? Okay, ich schalte die halt ab. Selber ein bisschen basteln. Ilgrin, in dem Fall viel Spaß. Merci, bist dabei gewesen. Hast mal geschwind reingeschaut wieder. Kommt das drauf an? Um welche Seite? Ja. Und der RBTV ist halt schon, das ist so ein bisschen Kindheit, oder? Gibt es noch viele Leute da unter unseren Zuschauern, die früher noch Giga Games geschaut haben? Mittlerweile schaue ich es natürlich schon lange nicht mehr, weil die ganz grossen Leute, die sind ja alle zusammen gegangen, oder? Zuerst Game One und dann Rocket Beans. Giga Games war irgendwie immer so ein das Highlight gewesen. Da hat es einfach immer etwas zu schauen gegeben. Das habe ich echt gefeiert. Ist ja irgendwie schön, oder? Dass die Leute so zusammengeblieben sind und ihren Platz gefunden haben. Aber die meisten, ich weiß nicht, was zum Beispiel der Felix macht. Aber ja, echt toll. Tolle Geschichte. Tolle Story. Roleplay, ja, Greenscreen hilft wirklich übelst. Oder musst du einfach ein Bild, bei einem Bild den Hintergrund entfernen. Dann kann es je nach Bildbearbeitungsskill, den du hast, Photoshop-Skill, kann es dann schon eine Challenge sein. Vor allem immer geil, Leute mit so wilden Frisuren vor einem weißen Hintergrund, finde ich immer toll. Ja, GIMP habe ich halt fast nicht damit geschafft, da kann ich jetzt auch nicht helfen, aber ich bin auch kein Profi dort durch. Aber da haben wir sicher Leute, die können etwas helfen können. Bei Giga Games hat sich der Troy eine PCI TV-Karte gekauft, damit du am PC kannst zocken und Giga Games schauen. Geil. Geil. Habe ich auch mal noch geliebäugelt damit. Bin mir gar nicht sicher, ob ich mal irgendwo eine hatte. Aber nein, ich glaube es nicht. Also es kommt mir auch mal nicht bekannt vor, dass ich das gross gebraucht hätte. Ich glaube, jetzt machen wir alles Schritt nach Schritt. Weil das Ganze müssen wir ja jeweils 4-mal machen.
Da unsere Turbine. Dann haben wir nachher auch ein bisschen Platz. Ja, Webseite am liebsten über unseren Discord. Wir haben neuerdings übrigens ein eigenes Subreddit. Also falls ihr euch mal bei Praxia Gaming dort noch vertun wollt, bitte sehr gerne joinen und über alles Mögliche diskutieren. Freut uns natürlich ungemein. Weiß gar nicht, haben wir noch schon einen Command? Nico? Wahrscheinlich nicht. Fange ich mal davon aus. Excuse, willkommen. Schön bist du dazugestoßen. Gut gegessen. Alle Batterien wieder aufgeladen. Troy, wie ist dein erster Tag gelaufen? Ich habe ein bisschen reingeschaut. Allerdings VOD und nicht live leider. Aber hat sympathisch ausgesehen. Also ich freue mich zumindest, wenn es da noch bald mehr gibt, wo man bestaunen könnte. Essen und arbeiten. Und ein bisschen am Rumlurken. Ist auch recht. Merci vielmals für den Lurk in dem Fall. Warum der Troy nicht arbeitet? Ja gut, also wenn man da würde schauen, wenn der Troy nicht arbeitet, dann wäre das ein 24/7-Job, oder? Das wäre etwa so interessant, wie wenn Amaranth ihren Schlaf streamen. Da ist die ganzen Creepers im Stream. Ja, das macht sie, ja. Also letztes Mal irgendwie die Diskussion wegen Streaming und Amaranth und da hat es ja immer so die Klasse gegeben um sie herum, ist ja klar. Da sind wir sie suchen und dann hat sie gerade live gestreamt, wie sie am Schlafen ist. Ja, wenn man das interessant findet, dann kann man da schon ein bisschen rumgrüseln. Jetzt gibt es für Schlafen gibt's schon extra Kategorien. Nicht im Ernst, oder? Wie viele Kategorien braucht Twitch noch? Wie viel braucht es, bis wir bei OnlyFans angekommen sind? Was war denn mit ihrem Freund dort? Gibt es ein bisschen Gossip-News vom LoLplay? Simon Unge, 55 Tage Sabaton. Oh, Jesus Gott. Noch mit Essen und Schlafen. Ja, das ist, also 55 Tage geht ja nicht. Das machst du nur, wenn ein neues WoW rauskommt. Dann machst du es ohne Essen und Schlafen.
Mögt ihr euch noch erinnern an Anfangs WoW-Zeit? Es noch all die Artikel gegeben hat von Leuten, die wirklich irgendwo im Internetcafé tot umgekehrt sind, weil sie weder gegessen noch geschlafen haben. Nur gamet. Aber was wolltest du noch sagen? Ja, okay, wenn man wegen einer Person extra muss Kategorien schalten. Aber ja, Twitch macht ja schlussendlich auch Geld mit ihr. Das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum er das gemacht hat. Ja, das ist eigentlich nur PR. Also wenn der Freund sie soll dazu zwingen, dass sie sich so knapp bekleidet gibt, um noch soll OnlyFans machen. Also schwierig. Da würde ich vielleicht den Freund über den Haufen rühren. Aber ist natürlich toll, wenn sie dann in der Opferrolle ist, oder? Das ist natürlich immer gute PR. Also, dass man sich selber so als Opfer kann darstellen kann. Ein Troy zu Hot Tub Stream. Oh Gott! Nächste Woche am Donnerstag. Donnerstag haben wir ja jeweils keinen Stream. Darum haben ich und der Troy gesagt, nächste Woche Donnerstag. Einfach Late Night, oder? Also 9:30 starten wir. Dann auch schön, also weißt du, so Geralt Hot Tub, oder? So ein grosser Holzbottich mit Kerzen drumherum, schummrigem Licht. Viel Schaum an der richtigen Stelle. Ja, das wird gut. Also Leute, ich will Klicks und Donations nur so scheppern hören. Etwas Handfestes. Siehst du? Das hat verknippen. Oh Gott. Das habe ich losgetreten. Da brauchen wir noch Merch, Troy. Kannst du dich da darum kümmern? Weißt du, wie der Geralt, die eine Figur da im Hot Tub inne, haben wir übrigens bei brach.ch. Könnt ihr wirklich schauen. Der Geralt in der Badwanne rein. Eine wichtige Szene. Trägt ja die Hauptstory voran am Anfang. Brauchen wir auch noch so eine Figur. Von uns zwei. Wir können ja zwei Versionen machen. Einmal nur OnlyFans Hot Tub und dann können wir noch Troy's Special Tech Talk machen im Hot Tub. Dann holst du beides ab. Oder? Die ein bisschen schauen wollen und die einfach an dem Tech Talk dort sind. Gut, ich sehe den Troy leider nie. Ich weiss nicht einmal, ob er existiert. Also die Videos könnten dann gefaked sein. Wir haben noch nie einander die Hand geschüttelt oder so. Aber wir sehen uns ja nächste Woche am Donnerstag 9:30 für einen Hot Tub Stream. Ah, das wäre auch eine geile Idee. Sil und Troy im Review-Talk über das Bälleli-Bad. Im Bälleli-Bad, über das Bälleli-Bad. Ah, das wäre auch geil. Bälleli-Bad, das ich auch schon lange mal geht. Einfach so mal wieder als kleiner Golf sich fühlen.
finde ich auch eine geile Kulisse. Einfach auch für wirklich so ernsthaften Tag. So ein Bälleli-Bad. Weißt du, voll das krasse Studio, richtige Mikrofone. Und dann bist du dort im Bälleli-Bad drin. Und da redest du so über die neuesten Grafikkarten, was weiß ich. Kann man das so machen, Troy? Bälleli-Bad natürlich von Brack, wichtig. Absolut. Haben wir ja auch eine grosse Auswahl. Ich habe ja für unsere, nicht von mir und Troy, aber von mir und meiner Frau für die Hochzeit, ein Bälleli-Bad wählen. Weil sie wollte PS5 mit FIFA, weil sie hat noch eine Rechnung offen hatte mit einem guten Kollegen von mir für das FIFA-Duell. Wir haben dann, am Endeffekt haben wir wieder noch gehabt, aber ich hätte einfach das Viertel, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Frau, ein richtig geiles Brautkleid mit dem PS5-Controller, FIFA im rosa-roten, weißen Bälleli-Bad drin. Was hätte das für ein geiles Viertel gegeben? Das wäre fix irgendwo auf ein Gamer-Magazin gekommen. Aber ja, es ist ja nicht passiert. Aber man kann es immer noch stellen und faken. Ich meine, wir haben das Brautkleid noch. Kannst du das Brautkleid nicht vorstellen, du brauchst ein Verständnisfoto. Ja, kommst du mal zu mir rein, ich kann es zeigen. Ich lege es ja jeden Donnerstagabend lege ich das ja auch an. Bälleli-Bad Streams, neue Twitch-Kategorie. Warum nicht? Warum machen wir das nicht? Immer muss der Morante da neue Twitch-Kategorie erzwingen. Macht doch das einmal. Der Troy ist auf ChatGPT basierte Twitch AI und nur in Chats umgeistert. In Wirklichkeit gibt es nur Troylina, die die AI aus anderen Dimensionen steuert. Das ist auch eine schöne Vorstellung. Troylina. Sexy, sexy, sexy. Was du aus dem Bälleli-Bad fast nicht rauskommt, fast nicht getrunken. Du musst die Bälleli auch nicht schlucken. Man munkelt, das Bälleli-Bad ist jetzt ein Horcrux von Spoo. Mystery. Also das Bälleli-Bad oder ist es in den Bälleli innen? Die sind jetzt verstreut über halb England. Lego U-Boot bauen unter Wasser. Auch eine tolle Challenge. Auch eine tolle Challenge. Ich komme wahrscheinlich nicht weiter als 10 Klötzchen. In dem Universum gibt es eine Version von uns allen, wo erfolgreich OnlyFans Mios weiß ich gar nicht, was es ist, aber OnlyFans macht. Okay. Würde ich nicht mal bezweifeln. Aber wären wir in einem Alternativuniversum immer noch das gleiche Geschlecht? Oder könnte es sein, dass es irgendwo eine weibliche Version gibt von mir, die OnlyFans macht? Weil ich will mich selber nicht gerne sehen, wie ich OnlyFans mache.
Hasbull. Das ist irgendwie. Das ist jetzt aber irgendwie herzig, dass du aus dem Bälleli-Bad nicht wirklich rausgekommen bist. Aber in dem Fall war es so ein erwachsener Bälleli-Bad, ne? Das so tief war. Oh, jetzt wird es voll abgespaced. Oh, das ist ein bisschen zu falsch. Bälle sind dann immer im McDonalds Kinderspielplatz deponiert worden. Also die Horcrux Bälleli von der Spur. Gruselig. Dann hockt man so auf einem Teil von der Spur rum. Spur, wie geht's dir da dabei? Er hat sich gerade sterben drin. Nein! Aber ja, vielleicht wärst du so weit runtergesunken, bis man die einfach vergessen hätte. Und dann hat man oben so die Abdeckung drüber gezogen und wäre einfach von dannen gestapft. Du wärst kläglich verhungert. Ausser du hättest dich durch den Plastik durchgegessen. Clip ist auf Discord, okay. Muss ich noch schauen. So, die kommen jetzt alle rein. Schön. Und wie oft dürfen wir das jetzt machen? Hey, da kannst du sogar den Winkel abmessen. Das ist ja crazy. Jo. Da richtig schöne Arcs. Schöne Bögen. Ja, aber wenn Horcrux nur eine Seele beinhaltet, dann ist ja das sind doch auch Emotionen dort, nicht? Eure Seele gibt doch euch vor, wie ihr zu fühlen habt. Verschollen im Bäueli-Bad. Ein Kinderbuch.
Aktenzeichen XY. Ja, oder Mythbusters. Kann man in einem Bällchenbad verschwinden? Oder wie die Serie auf Netflix, wo da Mutter und Tochter, glaube ich, oder nein, zwei Kolleginnen in einem Hotel sind und die eine verschwindet plötzlich. Man hat sie dann sehr lange nicht mehr gefunden. Philip Maloney! Yeah, das ist auch geil. So geht das! Viel Spaß beim Wäscheaufhängen, Lowplay. Weißt du nicht, ob man dort Spass hat dran, aber. Es kann ja so eine Zen-Aufgabe sein. Wow, das wird ja richtig krass. Also es sieht jetzt wirklich noch gut aus. Es kommt natürlich dann so an. Aber das ist schön gelöst. Finde ich. So. Noch 3 Mal. Noch 3 Mal das Ganze. Achterbahn wäre geil, ja. Die habe ich gesehen. Also klar, habe ich gesehen, ich habe sie in Bestellung gegeben. Aber die funktioniert ja tatsächlich. Da kann man dann noch das Motor reinbauen. Und dann hast du quasi so ein Perpetuum mobile, zumindest bis die Batterie drinnen ist. Ich finde es cool, dass eben die Achterbahn wenigstens so weit fertig gedacht worden ist, dass sie auch funktionieren muss. Erinnert mich automatisch an Rollercoaster Tycoon. Immer wenn ich Achterbahn höre, dann muss ich an Rollercoaster Tycoon denken. Habe ich immer gerne dort das zweite Level gestartet und dann angefangen, die Achterbahnen auseinanderzumachen, während sie noch gelaufen sind und dann die Leute irgendwo durch die Landschaft durchgeflogen sind. Ah, schön gewesen. In uns allen steckt doch ein kleiner Sadist. Da hat es ja noch Theme Park World hat's auch noch gegeben, falls jemand das von euch kennt. Das habe ich eigentlich mega gefeiert. Das war noch auf der PlayStation 2 gewesen, unter anderem. Und das Coole daran war, dass du in die Ego-Perspektive hineinwechseln und die ganzen Attraktionen selber erleben und durch den Park durchschlendern. Das habe ich richtig schön gefunden. Weil das hat der Rollercoaster Tycoon nicht gehabt, bis zum 3, glaube ich. Dass man selber auf die Bahnen hat können. Und dann ist ja noch Planet Coaster gekommen. Aber das ist relativ einiges neuer im Vergleich zu der Rollercoaster Tycoon Serie. Und da ist das Ganze schon Terraforming machen und alles. Also das ist richtig Straub und Effekte einbauen mit Auslöser und Musik und also dort hast du vor allem können, in Kollaboration an den Parks bauen. Ist dann auch ein bisschen auf Performance gegangen, vor allem am Anfang. Jetzt ist es glaube ich ein bisschen rausgepatcht worden. Aber dann haben Kolleginnen und Kollegen haben dort recht viel Zeit in der Butter gehabt. Wir haben so einen asiatischen Teil angefangen zu bauen. Die Kollegin, ist übrigens Pickalicious, die unsere Emotes gemacht hat.
Ähm, die hat dort eine wunderschöne Achterbahn gebaut in so einem japanischen Garten mit Kirschblütenbäumen, dann einem japanischen Tempelgebäude und dann bist du durchgefetzt. Mega cool hat das ausgesehen. Und ich habe dann unweit davon angefangen, so die chinesischen Gebirge dort aufzuziehen, die so mega steil sind. Da hat in diesen Gefällen noch die Bäume und so. Und dann wirklich krass einfach runter mit der Achterbahn. Das ist geil. Geil gewesen. Hast mega viel Freiheit gehabt. Das war echt ein cooles Spiel gewesen. Da hast du auch deine Kreation, hast die einzelnen Blocks anwählen, die du willst, und die in einen Workshop aufladen, dass andere können abladen und so. Es war einfach auch sehr ein zeitintensives Game gewesen. Virtuelle Mörder. Immerhin. Alles andere muss noch bewiesen werden. Heutzutage kommst du sogar im VR. Hat Planet Coaster VR-Unterstützung? Das wäre es jetzt noch. Nicht, dass ich eine VR-Brille hätte, aber für irgendwann zukünftig Cyril von einer anderen Dimension, der viel Geld hat, der könnte sich das zum Beispiel leisten. Ja, stimmt. Und das Buiri hat sie natürlich auch gemacht. Pickelicious. Schade, ja, ich glaube, sie zeichnet wirklich gar nicht mehr aktuell. Sie sind solche Sachen am Stricken. Meistens ist sie immer noch ein bisschen kreativ unterwegs, aber das Kind nimmt natürlich auch ein bisschen viel Zeit ein. Muss ich doch nicht abmessen. Es ist einfach 45 Grad Winkel gut ist. Ich wünschte, ich könnte auch so mega gut zeichnen. Dann könnte ich zum Beispiel von meinem Buch die ganzen Illustrationen selber machen. Gut, heute kann man die ja quasi ancheaten mit Midjourney und Co. Aber es entspricht dann halt vielleicht doch nicht ganz dem, was du im Sinn hast. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, kannst nicht mehr alle Welt, das ganze VR-Zeug, VR, das stimmt schon. Also der Oculus Rift ist ja jetzt irgendwo bei 550 Franken noch. Aber ich glaube, ich würde es dann eben doch zu wenig brauchen für das, was es kostet. Das ist so die Sorge, die ich habe. Dann würde ich lieber noch irgendwie eine Switch kaufen und endlich mal Breath of the Wild oder so. Aber wahrscheinlich würde ich sogar das zu wenig spielen. Ich bin einfach zu krass jetzt auf PC fixiert mittlerweile. Und dort bräuchte ich eben auch mal ein Upgrade. Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich innen noch meinen PC mal upgraden, beziehungsweise nicht upgraden, sondern mal neue kaufen. Wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, sind die paar Komponenten schon über 10 Jahre alt. Das Bruder, hast du noch selber Emojis gemacht? Okay. Also Emotes, Entschuldigung. Das ist cool. Die haben dann sicher einen Kultstatus, oder? Die sind ja dann von dir. Also wenn du so etwas selber machen kannst. Ich denke, so Pixel Art vor allem gibt dir auch ein bisschen mehr Freiheiten, oder? Weil da kannst du ein bisschen probieren und so, und dann wieder rauszoomen und schauen, bis du endlich dort bist, wo du hin willst. Wenn es so ganz kleine Bilder sind, aber wenn es nicht so ultra komplex detaillierte Illustrationen sind, ist es dann halt schon ein
etwas anderes. So, zweite Arc. Und wieder zurück. Und wegen Sponsorbeitrag und VR-Brillen gerade mal so generell in den Raum hineingeworfen. Also das ganze IT-Zeug, das hat fast keine Marge. Also das heisst, selbst wenn ich das kaufe mit meinem Rabatt, den ich kann, also das mache ich nur, weil es ist ja kein Rabatt, sondern einfach ein anderer Einkaufspreis. Ist es immer noch fast gleich teuer. Das heisst, wenn ihr rausgeht und schauen, hey, wo gibt es meine Grafikkarte am günstigsten? Grafikkarte ist eigentlich ein gutes Beispiel. Da werdet ihr irgendwo sehen, dass viele Anbieter so beim gleichen Preis sind. Und das ist dann wirklich so das Minimum, das überhaupt noch verkraftbar ist. Klar gibt es dann auch Unterschiede. Ich muss jetzt mal schauen, wie es bei den VR-Brillen ist. Aber ich wette mit euch, selbst wenn ich jetzt mich da mit meinem Mitarbeiterkonto einlogge, ist die nicht wirklich günstiger. Ja, aber weißt du, das sind ja gleich, es sind deine Emotes. Das ist doch gleich so ein bisschen dein Style, der mitschwingt und deinen Kanal ein bisschen beschreibt. Ich finde das cool, wenn man die eigenen Emotes drin hat. Auch wenn jetzt 2 davon einfach Text sind. Aber vielleicht traust du ja mal dran, das Ganze noch abzugraden und dich noch an entsprechenden Emotes zu versuchen. Und einmal im Flugsimulator abheben, ja, das wäre auch ein Traum wahr geworden. Aber so richtig maximale Einstellungen, Ultra, Super Duper Hyperrealism. Das würde ich feiern, ja. Aber ich habe schon viele Leute gesehen, die auch 4090er drin haben und so. Und dann mit dem Flugsimulator halt gleich immer noch an Grenzen kommen. Aber das ist halt krass, das muss gerechnet werden, nur schon mit dem Wetter, Wind, mit diesen ganzen volumetrischen Wolken. Die Live-Berechnungen auch mit Flugverkehr und allem. Man kann ja auch mit Echtwetterverhältnissen und so spielen. Da brauchst du dann, glaube ich, vor allem auch ein schnelles Internet, habe ich mal gehört. Aber die Fotos, also Screenshots, die es zum Teil gibt vom Flugsimulator, das ist abartig. Könnte ich mir zum Beispiel auch meinem Vater gut vorstellen, dass wenn das wird nie passieren, aber wenn der jetzt mal einen super PC hätte und das würde spielen, ich glaube, dann würde das gefallen. Wenn er schon selber nicht kann fliegen, dann wenigstens so virtuell. Und dann am besten noch mit einer VR-Brille. Das wäre schon eine tolle Sache. Ach, schon 1:45, Jesus Maria. Wir sind ja noch nie Netz. Liebe Leute, ihr schnurrt einfach zu viel. Es ist jedes Mal das Gleiche. Dass ihr mich einfach vom Arbeiten abhaltet. Also so geht das auch nicht. Wie soll ich das meiner Chefin gegenüber rechtfertigen? Ja, wenigstens eins Entschuldigung, danke. Wenigstens jemand, der den Anstand hat hier.
Ja, nur weil du jetzt Bonuspunkte hast, Spu, weil du mal fast im Bällebad versoffen bist, ist trotzdem eine Entschuldigung angebracht. Im Lebenslauf kannst du ja auch nicht schreiben, ich bin jö. Das bringt dir dann auch nichts. Scusi, ja, danke schön. Grazie mille. Gehst du in das Meeting? No, please no. Okay. Aber nur wenn es muss sein. Dann bist du entschuldigt. Aber da der Eiffelturm ist auch noch sehr dankbar, finde ich. Der weisst nicht, wenn du fertig bist. Das ist einfach 0 Anhaltspunkte. Oder? Da habe ich auch keinen Druck so, jetzt muss ich noch fertig machen, damit wir etwas Neues machen können nächstes Mal. Sondern ich weiss einfach, die nächsten 283 Mal sind wir noch am Eiffelturm. Das ist doch etwas Schönes. Die Gewissheit, dass man keinen Stress hat, weil man weiss nicht, wann man fertig ist. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie noch so eine Projektplanung machen mit Meilensteinen und allem. Aber wer macht das schon? Okay, letzte noch. Was war Ihr bisheriger Werdegang? Ja, wissen Sie, ich wäre fast schon mal in einem Bällebad ertrunken. Ah nein, wie denn das? Jö, wir stellen sie ein. Sie haben den Job. Was zeichnet sie aus? Ich komme im Bällebad nicht bis am Boden runter. Sie sind eingestellt. Oh, eins, zwei, dann. Ja. So, komm jetzt. Tu doch nicht schwierig. Ist ja nicht so, wie wenn man aus einem Bällebad aussteigen würde. Das Gantt-Diagramm zeigen. Sorry, ich habe jetzt leider hier keinen Zugriff. Es geht leider jetzt gerade nicht. Aber ich hasse. Ich tue es dann aufs Trello. Würdest du bitte eigentlich mal noch dein Trello aktualisieren, Troy? Einmal im Leben bitte. Ich habe keine Ahnung jetzt wieder, was du morgen machst. Schaffst du morgen überhaupt? Tust du streamen? Bist du noch Streamer? Oder schiebst du wieder Troylina vor? Hast du doch. Ah, okay. Ja, weil gestern, als ich reingeschaut habe, war noch nichts. Ich weiss es jetzt nicht. Kannst du selber erzählen, was du machst? Valve One ist bei 2080 Ti stehen geblieben. Ja, das wär ja wunderschön, wenn ich dort stehen geblieben wäre. Bei so 1080er Ti. Ah, schön. 144 Hertz mit Vive-Index. M2, ich glaube, so einen Anschluss habe ich nicht einmal. ich habe zwar einen SSD, aber die läuft noch über iSATA. Oder wie man das auch immer aussprechen will. Alles wassergekühlt. Ja, also Entschuldigung, aber das ist ja stehen geblieben, kann man das ja nicht nennen. Einfach, mein PC ist noch so gut, ich brauche noch nichts Besseres. Ah, ein 9000er. Das ist noch quasi das alte Teil drin. Ich habe noch einen. Also auch eine 9000er Serie. Gibt es 9450 mit 4 GHz? Quad-Core, gibt es das? Irgend so etwas.
Das Buch hat auch meine Grafikkarte. Sehr sympathisch. Du redest 2 Stunden lang. Okay, ist gut. Tue ich es so ankündigen, wenn ich den fertig mache. Der Troy morgen am 3 erzählt 2 Stunden lang die ganze Story rund und um das Bu und das Bällelibad. Wenn ihr wissen wollt, wie und ob sie aus dem Bällelibad rausgekommen ist, dann schaltet morgen unbedingt am 3 hier auf Twitch bei Brakcea Gaming ein und hört dem Troy zu, wenn er die spannende Geschichte wiedergibt. RAM ist auch sehr wichtig. He? Also vor allem beim Schokimus habe ich mega gerne viel RAM drauf. Oder bei Lebkuchen so Doppelram, das ist ja fein. Also ich finde auch 1080er Ti finde ich nicht einmal Steinzeit, ehrlich gesagt. Also ich habe sehr viel noch auf Max spielen. Natürlich spiele ich jetzt auch nicht irgendwie gerade Cyberpunk oder so, die ultra krassen Games, aber ich komme mit dem PC immer noch recht weit. Da bin ich auch stolz darauf, dass ich das selber so zusammengestellt habe. Und immer noch läuft offenbar. Ja, und da gibt es natürlich Games mit so scheiß Engine wie Guild Wars 2, wo sich auf einen einzigen Core abstützen. Da habe ich mit meinem Quad-Core 4 GHz natürlich, ist das super toll, oder? Aber ich glaube, dort fehlt mir einfach ein paar Fäden, oder? Ein paar Threads. Weil der halt schon ein bisschen älter ist. Darum ist der eine halt dann gleich nicht so krass. Das ist eh dumm, also wer auch immer die Engine designt hat. Ja, wir haben jetzt 24 Core Prozessoren und so. Wie ist denn das da mit Guild Wars? Ja, wir nehmen einfach einen davon. 2,4 GHz. Schau, was du dann kommst. Hey, die Teile sehen alle gleich aus hier. Oh ja, Troy, bitte mach ein Bällebad. Unbedingt. Das wäre göttlich. Das wird fix geklippt und das neue Werbedings, das Werbegesicht für den Twitch-Kanal. Hey, look. Der Eiffelturm ist in 2 Jahren entstanden. Ich habe also auch 2 Jahre Zeit. Ich mache es alleine. Die 10.100 Tonnen Stahl, wenn das zuerst mal da angetragen werden. Wie ist das mit dem Unity-Stuff? Ich sehe das immer wieder mal in meinem YouTube-Algorithmus sind so irgendwelche Tutorials oder so. Ist das schwierig? Kann man da, oder so einfache Sachen, ich sage jetzt einfach mal, Bällebad ist einfach. Kann man das noch schnell machen? Wie ist das so? Ich finde es schon spannend, was gewisse Leute so in kurzer Zeit in Unity können anklatschen. Lolplay wäre schon fertig. Ja, das ist mir klar. Der alte Lego-Hase. Du hättest schon den zweiten fertig.
Aber hättest du es so genossen wie ich, Roleplay? Ja, yeah, wage ich noch zu bezweifeln. Das ist doch ein Genuss hier. Dürfen wir doch nicht so schnell bauen. Lolpay, du darfst das sehr gerne klippen, dass du deine 3 Eiffeltürme für 2100 Stutz geschwind an 4 Sessions zusammengebaut hast und dann bei uns aufs Discord laden. Dann haben wir alle etwas davon. Dann sehen wir endlich, wie schnell das eigentlich könnte gehen. Das, was ich jetzt mache, ist Arbeitszeit, ja. Aber ich könnte auch die ganze Zeit stumm sein, dann wäre ich auch schneller. Ob es dann für mich oder für euch oder für beide oder für niemanden so lustig wäre, das sei mal dahingestellt. Also ich zum Beispiel finde es immer lustig, mit euch ein bisschen dumm zu tun. Ich fände es schade, wenn das nicht wäre. Oh, endlich. Aber es hat noch so viel von diesen Knubbels. Haben wir Knubbels vergessen? Oder braucht es die noch? Ah, die braucht es nicht noch. Gut. Alles safe. Professionell, wie ich das mache. Ein bisschen Zeit braucht es zum Reinkommen fürs Unity. Und dann kann man schnell mal etwas machen. Also, gibt es bei Unity so vorgefertigte Models oder musst du dort wirklich auch noch 3D-Modeling machen? Also ich meine, wahrscheinlich gibt es ja Kugeln, jetzt wie so bei einem Bällchenbad, oder wo du einfach geschwind so kannst so aufziehen, der gewünschten Größe und dann klatschst du noch das Material drauf, schön Plastik, Farbe und gut ist. Wenn du Lego baust im Stream, dann tust du den Chat anschweigen. Ja, kann man auch machen. Ich meine, wie viele asiatische Streams gibt es, wo Leute einfach essen oder das Buch lesen und ruhig sind. Nichts machen. So, jetzt muss ich den Keim nochmal da übernehmen. Oh. Ah ja. Krampfe Keiben. Okay. Also. Wow, das sieht aber geil aus. Einen Moment. So. So sieht mal ein Arc aus. Also es gibt schon gerade ein bisschen mehr Realismus. Wie, also ich meine, das da wäre jetzt so eine Budget-Version, oder? So ohne Bogen. Aber das sieht schon viel, viel besser aus. Und die machen wir jetzt da noch rundum an. Es geht ein ganz kurzes Moment leider.
Ah, Kabel fangen. Schosbu, ist das bei dir so eine gute Methode zum Einschlafen, ein Buch lesen? Ich war stolz, wir sind zum Wellnessen das Wochenende zu einer Kollegin ins Bad Horn gegangen. Das ist in Horn am Bodensee. Und dort hat es ein bisschen Wellness und so. Und da habe ich auch mal wieder mein Kindle mitgenommen. Und mal wieder ein bisschen weitergelesen, Herr der Ringe. Ah, das hat gut getan. Einfach mal wieder ein bisschen faulenzen und ein gutes Buch lesen. Auch wenn ich es schon gelesen habe. Aber das ist immer wieder schön. Okay, Nico! Schön bist du auch da. Herziges Ich. Ah, danke. Herzlich gehen zu dir raus. Alles gibt es vorgefertigt. Ja, das ist ja eigentlich geil. Das ist ja eigentlich nichts anderes von Unity wie so früher da die RPG-Maker. Einfach in 3D, oder? Also, etwas anderes ist es auch nicht. Dann muss ich mir das mal anschauen. Ich habe zwar überhaupt keine Zeit, aber ist ja gleich. Oder der Troy könnte das machen, ein Unity-Tutorial. Ei. Let's go Emotes! Zeigt euch die schönste Party. Ah, wunderbar. Ah, die schöne Vielfalt. Da freut sich die Genfer Konvention in ihrem Pergamentröckli. Oh, das sind die grossen. So, jetzt kommen da ein bisschen längere Rechtsträger. Tut ihr aber bei gewissen Leuten reinsabben, weil sie geile Emotes haben? Oh, die Dauer 40 ist einfach zu viel. Hey. Oh, ihr tolle Menschen. Let's go! Disco! Jesus Christ! Geilo! So, während ihr da mit euch Emotes abgönnt, kann ich ja ernsthaft ein bisschen arbeiten, oder? Ist das genehm? Hey, wieso geht das nicht? Das ist zu kurz! So, nein, jetzt ist gut. Wunderschön. Machen wir noch ein bisschen Öcken rein. Da. Ich sehe natürlich wieder überhaupt nichts. Ist aber dann nicht schlimm. Ich könnte euch ja nicht einmal beschweren, weil ihr nur E-Mails posten könnt.
Aber ist ja gleich. Komisch muss auch ein bisschen sein. Ich meine, der Eiffelturm ist ja komisch. Wer baut schon so einen komischen Radioturm? Oh oh. Oh oh. Ah, da fährt so ein Stift. Da müsste noch mal so ein Stift sein, oder? Oder nicht? Warte mal. Nein, es sind nur 4. Ah nein, muss kein Stift sein. Ah, Fitness hat gemacht für heute. Du. So, ihr lieben Emojis. Da. Wir haben jetzt einfach noch den Bogen komplettiert auf dieser Seite. Ah. Da winkt jemand geht vielleicht. Es werden Rappies gerührt, während ein Creeper sich auflöst und Sogepi am Nüssen ist. Wunderschön. Ein famoser Comic. Fantastisch. Ich lieb's. Ja, aber jetzt nochmal das Gleiche. Also wenn du mich veräppeln. Cyril Emote? Was, das vom LoLplay? Nein, das ist doch der. Wie heißt er denn? Mr. Universe? I don't know. Oh, das ist einfach der LoLplay in seinem Heldenkostüm. Aber nein, von mir gibt es kein Emote. Ich bin einmal nicht der Eidechse. Oder der Drache. Oder was auch immer. Aber ja, ich habe mal eins gehabt. Aber das ist auf einem anderen Kanal. Nie mehr schreiben können. Ah, MGW POG? Nein, warte. Wo? Wo ist der Poggers? Nein, aber ich glaube nicht. Also nein, nicht glaube. Es ist sicher nicht von mir. Also mein Emote hat niemand außer dich. Mein Avatar, das. What? Was ist das für viele die Topfrisur mit dem Schnauz? Und ein bisschen Rouge an den Wangen. Nein, definitiv nicht meins. So, muss da noch dagegen biegen, scheint's. Hey, das ist ja schlimmer als in einer WhatsApp-Gruppe. Hey. Äpfelbäckli. Danke. Immer am Morgen schön ein bisschen einpudern. Meine Nachtfeuchtigkeitscreme. Hey, jetzt fällt mir so ein Klemmi.
Und da habe ich auch keins. Also das finde ich jetzt nicht lustig. Sorry, aber jetzt ist es so lange gut gegangen. Man sieht nichts mehr vom Turm, ich weiss. Es ist schlimm. Man sieht auch nichts mehr von überhaupt. Ich nicht umstellen. Also, den Turm seht ihr ja eh nicht. Also, warte da, ein Fuß. Ein Fuß seht ihr. Er macht da immer. Ah, ihr seid so Emote-Suchtis. Oh mein Gott. XQC ist am Gönnen. Währenddessen verzweifle ich leicht, weil mir fehlt wirklich ein Teil. Vielleicht finden wir es mal noch. Aber das sieht bitter aus. Weil mir ist jetzt nie etwas am Boden gefallen. Aber das macht irgendwie keinen Sinn, dass die braucht. Ah, das ist einfach damit es so ein 3D-Effekt gibt. Also ich mache einfach nur die Bögen dran, die wir vorher schon angemacht haben. Also es verpassen nicht viel jetzt gerade. Gut. Wunderprächtig. Jetzt haben wir Viertel vor. Das sieht nach viel aus. Nein, das sieht nicht nach viel aus. Machen wir noch das 33 an. So. Ja, merci vielmals fürs Hineinschauen, Troy. Ich wünsche dir vom Aussen schaffen und morgen einen erfolgreichen Geschichtli-Nachmittag mit der Bälleli-Bad-Story von der Spoon. Tüdelü! Jetzt viel Tippex auf dem Monitorstrich. Was ist da wieder für ein Insider? Prima, Servus! Herzlich willkommen da bei uns. Schön hast du da gefunden. Oder vielleicht sagst du auch einfach nur das erste Mal Hallo. Auch okay. Also so. Nicht vor Baueli-Bad, umbaulet. Das ist ja wohl der geilste Titel ever. I love it. Ah, das auf dem Emote ist der Homelander mit Milk. Ah, okay. Got it.
Und Bionic ist auch noch da. Salü, salü. Heute ist Fancy Party Time. I love it. Ist schön, wenn ihr alle da sind. So, 1. Warte. 1, 2. 3. Zählen ist schwierig, Leute. Ja, das ist schon lange her. 1 plus 1 und so. Einmal 1. Oder? Das ist erste, zweite Klasse so. Muss man sich nicht schämen, wenn man das nicht mehr so kann. Scheiße. Ey, ja, aber merci für einen Raid. Siehst du mal, ich verpasse alles. Was soll das? Aber merci für einen Raid, Pibart. Egal wie klein, wir nehmen alle Raids. Hallo, hallo, hallo. Ah, schön. Wunderbar. Geht's euch allen prima, ihr, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir sind nach wie vor noch am Eiffelturm. Werden wir noch die nächsten 2 Jahre noch sein. Den Witz werde ich auch noch in 2 Jahren machen. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, das schon richtig sein. Kind geblieben. Hoi, grüß dich. Herzlich willkommen bei uns. Wie geht's dir? Das war eine schöne Dienstag bislang. Wir sind, für die neu dazugekommen sind, das erste Mal da sind, immer am Dienstag 1 bis 3 hier am Klemmbausteine bauen. Wir sind aktuell am Eiffelturm, weit aber noch nicht, aber ich gebe geschwind nochmal ein Update für die Leute, die jetzt eben da dazugekommen sind. Zack, so weit sind wir jetzt. Und eben, das Teil ist riesig. 1,49 Meter wird es, wenn es mal fertig ist und die Flagge oben drauf hängt. Aber bis dorthin ist es noch ein weiter Weg. Lieber allein als in schlechter Begleitung, hat die Mutter von Bionic mal gesagt. Auch ein schöner Satz. Da wird schon ein bisschen Liebe hin und her geben. Schön. So viel Liebe am Dienstag. Die Woche hat erst gerade gestartet. Kann nicht nur besser kommen. Ja, dem habe ich garantiert noch lange, ja. Also wir haben ja da den Special Stream am 27. Dezember. Und da sind wir ja das 4. am Bauen gewesen. Gut, eigentlich 3,5, weil ich nicht mehr schnurren. Aber also das 4. geht es auch nicht viel schneller. Oh, jetzt, Leute. Dots einmal mehr. Möchtet ihr euch noch erinnern an den Great Wave, den wir gebaut haben? Yeah. Also es sind natürlich nicht Dots, aber fast. Einmal im Kreis rum. Pima Art macht Keramik-Skulpturen. Das finde ich faszinierend. In welche Richtung denn? Also mehr so voll abstrakt oder wirklich etwas, was man auch erkennt? Oder in welche Richtung machst du Skulpturen? Ja, ein wunderschönes, kreatives Hobby. Garo ist effizienter im Bauen als du. Hat Garo gesagt, dass du es sollst sagen, oder was? Nur um das klarzustellen, Garo und der Oli haben gemeinsam das Fundament bauen. Einfach, dass das gesagt ist.
Sie hat dann nicht müssen schnurren, nur mit euch. Das Hogwarts-Wappen, ja genau. Auch immer die kleinen Töckchen reindrücken. Da glaube ich, dass dann auch die Fingerkuppen wehgetan haben. Ich spüre es auch schon. Also wir müssen ja eigentlich nicht mit so viel Kraft drücken, aber I don't know. Ich kann meine ungebündelte Kraft leider nicht kontrollieren. Daumen. Ich finde es schön, machen wir jetzt wenigstens den Balkon. Ich frage mich auch, ob die Lift mal noch fertig werden, wo da, die sind da unten. Ja, man sieht es fast nicht. Da, das Gelbe, seht ihr das? Ich glaube, das sollte eben der Lift. Ich glaube, das ist schon alles. Also, mehr gibt es nicht vom Lift. Also, das gelbe Teil, das eigentlich an dieser schrägen Säule da auf und ab fährt. Mit dem Eiffelturm machen, wenn er fertig ist. Stellen dann vorne auf den Hof und verlangen Eintritt. Könnte natürlich auch ein moderner Aschenbecher sein, dann haben die ganzen Raucher ein bisschen Freude. Oder der Troy trägt es als Hut. Ganz viele Möglichkeiten. Adresse ist ein Whisper, ist gut. Ich behalte es im Hinterkopf. Als hättest du nicht schon genug gewonnen. Aber ich weiß auch nicht. Also wir haben da nebenzu noch so ein Schränkchen, aber dort steht das Pariser Kaffee drauf, der natürlich thematisch wunderbar passt. Aber ist leider völlig der falsche Maßstab und Lego, wie hat sie geheißen? Das Star Wars Raumschiff Justifier oder so. Er hat schon ein bisschen wenig Platz. Sonst muss ich halt mit denen irgendwo anders hin. Aber dann haben ihr nichts davon. Und ich sehe es hinten dran, hat da Dings die Steffi, glaube ich, ein bisschen umgeräumt. Da haben wir jetzt noch die Rakete, die sieht man schon gar nicht mehr, die war ja riesig gewesen, und der Globus. Und die Pflanze ist runtergewandert. Ich habe keinen Platz mehr. Also wir brauchen nur schon das grösste Studio wegen dem ganzen Lego. Justifier, ja genau. Ich würde das sehr gerne die Razor Crest von Mandalorian bauen. Aber das ist wieder so, erstens so ein Riesending und zweitens müssen die wahrscheinlich heimnehmen, weil sie hat auch keinen Platz. Das wäre schon schade, oder? Wenn ihr nachher nichts davon habt. Ein Lego Showroom. Mit einem Bett in der Mitte, wo jemand drin schlafen kann. Und dann können wir es dann in der Twitch-Kategorie Schlafen so quasi als Zweitstream laufen lassen. Weil ich glaube, nur Showroom, ohne dass etwas passiert, das geht nicht auf Twitch, oder? Das wäre quasi wie ein Standbild. So, ein paar Knubbels haben wir noch Führung.
Aber ich bin einmal rundum. 34. Es sieht so aus, als wäre es auch schnell gemacht. Ja, komm. Das machen wir jetzt noch. 34. Es sieht jetzt noch viel aus, aber das ist auch einfach einmal um den Rahmen umgebaut und dann können wir fast pünktlich am 2 fertig machen. Am 2. Am 3. Noch eine Stunde hinter drin. So. Bis dahin. Und nein, Moment. Bis da. Und einfach mal geschwind den Rahmen abstecken, dann sind wir dann schneller. Ich meine, wenn das ein bisschen länger geht, wie ich schon gesagt habe, ist es eigentlich schön, wenn es ein bisschen gemütlicher ist. Eben nicht so den Druck hat. Also Druck ist es ja nicht, aber manchmal sehe ich halt, dass das Set gerade so 2 oder 4 Stunden geht. Und dann halt eben gerade fertig zu werden, damit ist schon besser. Aber da haben wir nachher noch eine ganze Kiste vor uns. Also selbst wenn ich da jetzt nachher den letzten Sack dann nehme, dann haben wir nochmal eine ganze Kiste voll. mit dem oberen Turm und der Spitze und so. Ich 2 bis 4 Monate. Möglich. Ich will es nicht verschreien. Ich könnte ja dann am Schluss so ein Zeitraster machen. Einer hat das ja schon mal gemacht, in 6 Minuten. Das Zeitraster vom Eiffelturm. Alles geschwind zusammenschneiden und hopp den Besen. Die keinen Bock haben, können einfach kurz das schauen. So, jetzt können wieder alle auf Barrikaden, weil sie drin blaue und rote Teile hat. Hier ist ja alles aus Stahl. Direkt am Held der Steine tweeten. Geht gar nicht. Also jetzt bin ich da schon fast Super Focus Mode. Das geht jetzt richtig fix. Das ist schon fast Zeitraffer. Das ist schön, die Blauen lassen sich so richtig so sanft reindrücken. Ohne viel Kraft.
Bin ich da die ganze meine Figürchen am Bemalen, also nein, nicht am Bemalen, am Ausknipsen und zusammenleimen bin. Und abschaben mit dem Skalpell habe ich da beim Daumen, ja, man sieht es natürlich nicht, so kleine Schnittchen drin. Es funktioniert der Fingerprint nicht bei meinem Smartphone. Jetzt muss ich jedes Mal den Code eingeben. Okay. Ja, wenn ich irgendwann einmal irgendwo in einem Bälleli-Bad versaufe, dann wird man mich nicht identifizieren mit dem Daumenabdruck. Das ist korrekt. Wenn ich mir vorher noch alle Zähne ziehen lasse, dann wird es noch schwieriger. Das würde heißen, wahrscheinlich so einen 90-jährigen professionellen Lego-Bauer, der schon richtig so von die ganze Zeit Lego reindrücken, kaputte Fingerkuppen hat und das dritte Gebiss, der wird nie identifiziert werden. Oh, das ist noch so. Was streamst du eigentlich gerade so? Alle lieben Streamers da bei uns im Channel, was haben wir da so? Im Angebot? Nicht. Gar nicht. Ich muss aber nicht streamen. Komm jetzt. Wieso denn nicht? Die Kollegin hat jetzt letztes Jahr angefangen mit Streamen. Aber die macht das, wie heißen die? VR-Streamer. Also, nein, nicht AR, keine Ahnung. Da die einfach so ein Anime-Figürchen antun. VTuber, ja genau. Dankeschön. Aber das Krasse ist, sie hat, obwohl sie Finnin ist, hat sie so voll die Anime-Stimme, so Loli-mäßig. Ist echt krass. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mal noch richtig Erfolg hat. Wenn sie sich ein bisschen ernsthaft weiterverfolgt. Ja, das ist ja dann meistens der Knackpunkt, oder? Bleibst du dabei oder nicht? Mal gucken. Okay. Ja, kannst du dir auch noch überlegen. Und sonst gibt es immer noch einfach nur YouTube. Wenn es mit den Leuten zusammen natürlich schon immer noch am lustigsten ist. Aber wenn man nicht so viel Zeit hat, dann kann man einfach nur YouTube machen. Togepi Avatar. Ja, please! Oh, das wäre mal geil. Togepi VTuber. Okay.
Ja, pst. Ich habe gerade gestern einen Trailer gesehen von einem, wo ein eigenes Pokémon rausbringt. Das Teil ist auf YouTube. Pokémon Odyssey. Ich weiß nicht, wie gut es kommt. Ich glaube, Pokémon ist recht darauf erpicht, dass ihr Trademark nicht einfach von irgendjemand anderem benutzt wird. Aber wenn wir jetzt die Eierschale vom Togepi verändern und keine Ahnung, es hat statt, ich weiß nicht, 7 Zacken, hat es nur 4. Oder irgend so ein Seich. Wär's dann immer noch unter Trademark? Wie fest musst du etwas verändern, bis es nicht mehr unter Trademark ist? Darf es einfach überhaupt keine Ähnlichkeit mehr haben? So, und jetzt wahrscheinlich noch 2 Linien und let's go, yes. Tack, tack. Perfekt. Und das nächste Mal können wir mit dem Rahmen noch weiterfahren. Sieht schon mal fancy aus von vorne. Ja, aber weiter machen wir jetzt definitiv nicht mehr. Jetzt ist dann 10 ab 3. Und dann brauchen wir noch ein bisschen, ja, für die nächsten paar Mal, oder? Also ich meine, ich will jetzt nicht schon über nächste Woche fertig werden, oder? Das sind ich setze es jetzt sogar mal drauf, weil das geht schon. Wenn ich euch das mal zeigen nochmal, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Also oben da haben wir jetzt eben da noch den Rahmen gemacht, da muss ich den wieder wegnehmen, weil da wird noch ein mehr gebaut. Da kommt noch der schöne Balkon dann dazu. Das ist krass. Also am Schluss kann ich den, glaube ich, nicht mehr mit einem Arm lupfen. Ich glaube, der wird schon recht wuchtig. Aber ja, so weit sind wir. Und damit machen wir, glaube ich, auch mal keine Ähnlichkeit, keine Abhörigkeit. Okay. GG, gut geknöpfelt. Geil. Das braucht ein Emote. Kannst du sagen, machst du noch Licht rein? Das geht lizenztechnisch nicht in einem Stream, nein. Das geht nicht einfach so weiteres. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, es ist noch kein Lichtset draussen. Oder zumindest. Fuck. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Aber es kommt sicher noch früher oder später eins raus, kann ich mir gut vorstellen. Ich kann nachher gerade mal beim Hersteller schauen. Die haben ja auch Lightning Bricks. Aber eben, das ist ein anderes Thema. Ist eben nicht so einfach. Wohlgemerkt. Gut, okay. Ich hoffe, ihr habt den Plausch gehabt. Ich habe einen ganz grossen Plausch gehabt mit euch heute. Es war selten lustig mal wieder. Und wir sehen uns auch schon wieder nächste Woche. Von 1 bis 3 am Dienstag. Morgen ist der Troy am Streamen. Ab der 3. Er erzählt eben eine Geschichte von der Spoo. Oder wie er gesagt hat. Wie war das? Er hat das so wunderschön zusammen. Ja, nicht vor Bauerli-Bad und Bauerlet gibt es morgen. Also für all die dieser Sprache nicht mächtig sind, nicht for Speed anbauen, gibt es natürlich. Und vielleicht noch ein bisschen Anekdoten aus dem Bälleli-Badleben von der Spoo morgen. Ich wünsche euch ganz eine herrliche Restwoche noch. Viel Vergnügen und wir sehen uns wieder in einer Woche, wenn wir wieder zusammen können abklötzeln. Darum habt's gut, viel Vergnügen und bis bald. Tschüss miteinander.